Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Terranigma auf Pelzig. Und jetzt, nachdem wir alles haben, was wir brauchen, können wir auch runter zum Moloch. Ich freue mich auch ganz besonders auf den Bosskampf, weil das der erste ist, der uns tatsächlich mal dazu verleiten könnte, Heilung in Anspruch zu nehmen. Aber vorher muss ich nochmal bei der Tastebelegung gucken, wie war denn das nochmal mit X? Muss ich, glaube ich, an meinen Gegenstand schmausen. Ah ja, okay, das ist hier die Taste. Ark benutzte Tautropfer. Ark ist immun gegen das giftige Parasitegas. Na alla. Da gehen wir jetzt mal in die Utensiliekammerei. Können wir genauso gut auch wieder das Traumsiegel dran machen. Eigentlich brauchen wir es ja nicht, aber ich habe immer lieber irgendwas ausgerüstet, auch wenn es Nonsens ist, um ehrlich zu sein. So, jetzt gehen wir da rein. Und wir haben ja vorher gesehen, was passiert ist in der letzten Episode. Und jetzt... Tautropfen vertreibt giftiges Gas. Motto hier. Na alla. Dann kommen wir her. Jetzt haben wir hier die komische Stachelviecher und den großen, fette Tausendfüßler. Den Tausendfüßler können wir nicht wirklich attackieren, der kann nur uns attackieren. Aber die Dinger können wir angreifen. Zack. Und während der Attacke hier sind wir kurzzeitig auch immun. Da machen wir die rote Teile, wie ihr seht, nichts aus. Und ach, der Tausendfüßler kann uns mal am Ofen besuchen. Denkt ihr, dass du selber gewinnen kannst? Ja, jetzt hat sich der Tausendfüßler verkrochen und der Moloch ist dort zu sehr. Und der schmeißt uns zwei eklige Parasite entgegen. Uah, und du kommst das selber rausgekrochen, der Moloch. Und es gilt, seine Arch zu attackieren, wenn er gerade mal das Arch öffnet. So, fast. Ah, wir haben sogar Level noch gekriegt. Level 10 erreicht. KP steigt um Silber. Stärkewert steigt sogar um 1. Abwehr um 2. Ja, Lecco Mio. Und Glück auch noch um 1. Ja, geiler Scheiß ist das, oder? Na. Jetzt aber. Ich schein's immer zu verpassen, wenn ich einen Mull treffen sollte. Und er hält so lange jetzt sein Arch zu, bis seine Viecher fort sind. Und dann kommt er rausgeschossen jetzt. Noch einmal. Mist. Noch einmal. Komm schon. Ah, eben haben wir ihn erwischt. Zweimal. Ist nicht so einfach, wie es aussieht, ist aber auch nicht gerade besonders schwierig. Ja. Besser Elmo getroffen als gar nicht. Okay, wieder. Der Funkelflug ist so am effektivsten bei dem Moloch. Der hat einen ordentlichen Panzer. Hauptnummer. Und das Geräusch, was wir jetzt hören, dieses... Das kommt nur, wenn wir sehr tief unten sind mit unserer KP. Aber ich glaube, den packe ich noch so. Und hab Augen auf. Jawohl, wir hennen. Moloch besiegt. Arg. Lang habe ich auf den Moment gewartet. Alle Pflanzen sollen ihre natürliche Form wieder erlangen. Bald wird die Erde wieder erblühen. Aber bedenk, noch ist es zu früh für die Wiederbelebung von der Welt. Du musst fürs Wachstum von allem Leben sorgen. Wir werden jetzt mit einer wunderschönen Sequenz noch belohnt. Dafür, dass wir der Welt die Pflanze zurückschenkt haben. Wasser und Pflanze sind selbstverständlich der Ursprung von allem Leben hier. Ohne das ist gar kein Leben auf dem Planeten möglich. Deswegen ist es auch nur logisch, dass wir als erstes, nachdem die Kontinente stehen, die Pflanze wieder erwecken, damit das Land fruchtbar ist. Ein wunderschönes Sinnbild für die Verbreitung von Pflanze ist natürlich der Löwenzahn. Der hier zuerst gelb blüht. Regen begünstigt sein Wachstum, Sonne natürlich auch. Und der Wind trägt die Blüte fort. Und dann auch natürlich sein Poller, die in alle Richtungen fliegen, vom Wind begünstigt. Und so verbreitet sich der Löwenzahn
sinnbildlich für alle Pflanzen auf der Welt. Die Sequenz finde ich wunderschön. Ja, der Boden ist halt wirklich ziemlich platt und 2D animiert, aber das rote Ödland weicht jetzt grüner Pracht. Okay, das ist wahrscheinlich auch ein Grafikfehler von meinem Emulator, muss ich dazu sagen. Das sieht normalerweise etwas schöner aus. Aber ihr versteht die Botschaft. Und zwar, das Leben in Form von Pflanze kehrt zurück zur Welt. Normalerweise ist es wirklich etwas feiner animiert. Und jetzt sind wir zurück mit einer neuen Musik und Blätter fallen. Und was vorher Ödland und Lava war, ist jetzt fruchtbar und voller Wasser. Wir sind zurück in Lumina. Und die Pflanze wachsen überall. Der große Baum im Norden, das ist der Sonnenbaum. Er ist die weiseste Pflanze. Er hat die Entwicklung vom Leben gesehen, bevor die Menschen gekommen sind. Der Sonnenbaum will mit dir sprechen. Geh mal zu ihm. Natürlich, dann sprechen wir doch auch mit dem großen Meister, der er mittlerweile auch kein Loch mehr in sich hat. Endlich kommst du, Ark. Ich bin der Ursprung von aller Pflanzen im Sonnenland. Tief im Inneren von der Erde habe ich seit geraumer Zeit auf deine Ankunft gewartet. Die Lebewesen an der Oberfläche sind noch immer im Schlaf gefangen. Ark, du musst die Welt durchwandern. Her auf die Lebewesen. Pflanze zeigen dir den Pfad, denn gehe musst. Hier ist ein Geschenk für dich. Es wird eine Heilung bringen. Ark erhält den Flora-Zauber. Ich finde, so ein Baum darf man nicht hektisch sprechen. So ein Baum, der hat Geduld, der wächst und vor allem der wächst seit Ewigkeiten. Und der sollte entsprechend auch wie die Ents beim Herr der Ringe etwas langsamer sprechen. Okay, das sagt nach wie vor, dass ich die Welt durchwandern soll. Nett, dass du vorbeikommst. Okay, die Seele spricht jetzt auch mit uns. Hätte auch nochmal den Speer und die Weste für uns parat, aber hier hat's auch nochmal was Neues für uns. Lässt kein Gift durchdringen. Wegen Inventargier hole ich mir das Ding selbstverständlich. Ich muss hier immer alles haben, was es gibt. Deswegen gehen wir jetzt mal in die Rüstungerei. Und haben jetzt hier die Sonnenrüstung statt die Waldweste. Das war schützt vor Vergiftungen und das ist lässt kein Gift durchdringen. Natürlich will ich das wählen, Fluffy. Und hier gibt es auch noch so Bonus für uns. Wir sehen durch den Kampf vom Moloch aber, dass ich immer noch bei meiner 24 KP bin. Jetzt sprechen wir mal mit der Pflanze hier. Kommt was rausgewurstelt. Und nein! Wir speisen es natürlich. Und jetzt sehen wir wieder 96 von 96. Ich weiß, es ist etwas grausam, gerade mit dem Nein. Und weil es auch noch ein Gesicht gehabt hat, das macht es immer schon etwas grausamer, das Ganze. Ich esse nur das, was eine Seele hatte. Auf dem nördlichen Kontinent gab es mal ein Paradies von der Fächel. Früher haben hier oft die Fächel gespielt. Aha, dann wissen wir jetzt schon in etwa. Ups, der ist explodiert vor lauter Wiest. Da gehen wir lieber, aber der regeneriert sich wieder. Sobald man zu nur kommt, platzt der wieder. Da ist wieder was entstanden. Ich bin aus der Dunkelheit entkommen. Vielen Dank, Ark. Aber ohne andere Lebewesen bleibt die Welt einsam und leer. Ja, aber wir wissen jetzt unser nächstes Ziel. Hallo Blümchen. Früher hat in der Welt das Leben pulsiert. Wenn uns Vögel und andere Tiere nie mehr besuchen. Aber da bin ich mal sicher, dass die eigentlich nochmal besuchen werden. Wir können nicht weg von hier, aber unsere Kinder werden mit Hilfe vom Wind und der Tiere reisen. Genau so sieht's aus. Ark, vielen Dank. Du hast die schöne Blume wieder zum Blühen gebracht. Und du, Venusfliegefaller?
Okay, die Venusfliegefalle, die sagt doch nichts Großartiges. Das sind sonst nur Bäm, aber mit denen kann ich leider nicht sprechen. Nur mit der normalen Pflanze. Die Sache, dass wir hier auf jeden Fall Anno speichern. Und mit Level 10 geht's doch schon mal gleich weiter Richtung Norden. Aber ich mag mich erst nochmal hier in Lumina umgucken. Vielen Dank. Ja, das ist dasselbe, was die Anna Blum auch gesagt hat. Und hier ist nochmal so einer, den wir verspeisen können. Komm her, ich esse nur das, was ein süßes Gesicht hat. Nein. Das Böse hat die Welt überfalle. Land und Leid sind verschonen. Und was sagst du? Okay, die sagen dasselbe, die zwei. Das ist wieder so ein Choleriker-Blume, die immer explodiert, wenn wir in der Nähe sind. Dann möchte ich die nicht weiter stören, die Blumen. Geh schon hoch, arg. Und was ist dann hier noch? Da waren wir schon. Aber da dürfte noch was sein. Ah, das ist eine feine Dameblume hier. Hallo, Süßer. Bist du nicht unser Retter? Als Zeichen von meiner Dankbarkeit werde ich dir ein Liedchen singen. Ach Gott, es muss nicht. Aber, ach Gottel. Der Track wird auch noch mal später kommen. Sachen die ja wieder das Böse über viel. Ah, nee. Die Schönheit darüber heißt Amaryllis. Sie ist eine tolle Sängerin. Okay, die sagen aber auch wieder selber. Es singen die Blume eine Amaryllis. Das ist natürlich ihre Blumensorte, besonders schön hier. Aber es wäre mir neu, dass die Amaryllis so singen oder so pfeifen können. Haben wir hier noch was? Nee. Ja, ich kann nicht so gut singen, ich weiß. Die sagen wieder, dass es böses Land überfallen hat. Alles klar. Und jetzt sieht die Welt doch schon mal ganz anders aus, oder? Jetzt ist alles grün und wunderschön. Jetzt blüht die Welt wieder. Und ich achte bei solchen alten Spielen immer auf solche Gebiete, die etwas verdächtig aussehen, nicht dass ich irgendwo noch ein optionales Gebiet verpasse. Und hier sind wir mitten in der Landkarte bei Guyana. Was sagst du, Pflänzel? Du wirst jetzt nie mehr allein sein. Wir werden immer bei dir sein. Wenn weitere Lebewesen auferstehen, werden sie dir zur Hilfe eilen. Vor dir liegt das einzige Paradies von der Vögel. Die Vögel hoffen auch auf deine Hilfe. Okay, jetzt ist hier eine Liane entstanden, mit deren Hilfe ich hier hochklettern kann. Und Neve schwitzt Wasser aus dem Felsen raus, was ich persönlich sehr, sehr geil finde. Mit dem Kaktus kann ich natürlich auch sprechen. Zieh nach Norden, dort wird deine Hilfe gebraucht. Okay, freundlicher Kaktus, natürlich. Jetzt sind wir aus dem Gebiet hier auch raus. Und können hier die Brücke schlagen. Wir haben ja gesehen, dass wir im Amazonas waren, ne? Also von Südamerika geht es hier über Mittelamerika sozusagen. Mit dem Hügelland. Ziehen wir hier rüber. Moment, ich muss gerade nochmal da reingucken. Ja, da ist nämlich noch was ich hier abstauben kann. Und zwar gibt's hier, davor habe ich schon reichlich, ach Gott, arg, Herr Baron. Und 378 Taler. Ja, das ist nicht schlecht. Die Musik wird uns übrigens auch sofort wieder begegnen. So, da können wir noch nicht hin. Das wird später nochmal wichtig sein, aber erst, wenn ich andere Dinge noch erledigt habe. Colorado. Ja, ihr liebe Leute, wir sind jetzt in Nordamerika. Eigentlich müsste da noch jede Menge mehr sein, weil Colorado einer von der einer von der mittleren Staaten ist und nicht im Westen liegt. Und hier müssten wir eigentlich dann Nevada neben dran haben, wenn das die Rocky Mountains sein sollen. Es ist ja auch nur grob, muss man dazu sagen. Es orientiert sich grob an unserer Welt und ist nicht hundertprozentig ends zu ends kartografiert. Was ich auch nicht schlecht finde, dass es eben auch noch so ein bisschen Fantasy-Touch hat. Sanctum. Wie gesagt, die Musik, die verfolgt uns auch nochmal, das was die Blumen gesungen hat. Was eine Tragik, arg. Sellemols war dieses Vogelparadies. Hörst du? Die Schreie von der Vögel vom Trauerfels im Norden vom Land. Jemand hat ihnen die Lebensquelle geraubt. Seit Jahren warte ich auf ihre Rückkehr. Ich habe jetzt auch nur ein paar Minuten gebraucht, bis ich hierher komme. Wie kannst du dann Jahre warten? Willkommen bei Magia.
Okay, das ist was Neues hier. Das kennen wir noch nicht. Beschwörte Flammemeer. Okay. Und das, was uns der Sonnebaum gegeben hat, beschwört heilsame Magie, das können wir hier auch noch mal kaufen. Aber von denen hole ich mir auch erst nur 2. Den will ich mir selbstverständlich auch noch mal angucken. Wo haben wir dann? So, hier, Zaubertor. Hier sind unser Zauber drin. Flora-Zauber. Wie gesagt, hoppla, das wollte ich ja gar nicht verwenden. Beschwört heilsame Magie. Und hier haben wir unseren Blitzring, unseren Feuerring, der Eisring und unseren Sturmring. Warum auch immer der dann eine Flamme mehr beschwört. Na, komm her, du. Wenn du erst vorbeikommst, ja, danke. Bei der fröhlichen Musik kaufe ich doch sehr gern ein. Und da speichere ich doch gerade mal rund. Weil von hier aus können wir gleich weiter zum nächsten Dungeon, um die Fackel zu befreien. Dafür geht's hier zum Crackcliff. Ich weiß nicht, ich habe den Dungeon irgendwie nie sonderlich gemocht. Nur die Musik finde ich sehr amüsant. Oh, da sind wir auch schon bei dem Kerl. Da gewinnen wir nicht viel Land mit unserer Stärke. Der ist nämlich ein ziemlich harter Brocker. Da brauche ich was es hier in dem Level speziell gibt. Aber mit der Attacke komme ich dem noch irgendwie bei, dem Golem. Und die Flugviecher nerven mich hier in dem Level extrem, muss ich gestehen. Moment. Nee, das dauert mal zu lang. Da muss ich dann doch einfach nochmal eingreifen. Hässlicher Golem. Nee, also ich mag generell auch solche Berglevels nicht so gern, um ehrlich zu sein. Ich bin zwar ein unglaublicher Fan von Berge auf Gemälde, aber in Spiele so Berglevels, nee, die sagen mir irgendwie nicht so wirklich zu. Ich persönlich mag eher Wasserlevels. Oh, der Felsbrocken erwacht zum Leben. Ich persönlich mag eher so Wasserlevels, Waldlevels und eventuell auch Luftlevels. Aber Berge, ich weiß nicht. Berge sind irgendwie nicht so meins. In Spieler. Nur in Spieler. Und die Schlammhados hießen die, glaube ich. Die macht man am besten so platt. Optional geht auch die Attacke. So, komm her. Zack. Das war einmal auf die Schnute geflogen. Aber, na. So, um euch das auch noch zu zeigen, dass das möglich ist. Jetzt gehen wir hier nochmal rein. Und, nee, Quatsch. Moment mal. Das war blöd von mir. Jetzt können wir gleich nochmal die Chipper abgreifen. Am besten ohne uns die Schnute einzuschlagen dabei. Ja, komm her, du Säckel. Dich kriege ich. Ich mache schöne Kunststücke für dich. Hopp. Und den Abschnitt von der Musik haben meine Schwester und ich früher immer als der Geier-Abschnitt bezeichnet. Das klingt immer so, als würde ein Geier auf Suche nach Nahrung da rumhupsen. Man assoziiert mit seiner Musik natürlich auch immer diverse Szenen. Das ist ja auch völlig klar. Jeder, der so Musik hört, hat auch was im Kopf dazu. Muss man auch dazu sagen. Ageheld Kraftelixier, jawohl. Das nehmen wir doch gleich. Schmeißen wir gleich mal ein, die Steroide. Und so ist es auch selbstverständlich, dass man bei seiner Spielemusik sowas im Kopf hat. Kraftelixier getrunken, Stärke steigt um 1. Ja, geil. Yo. Und bei der Szene, sage ich, bei dem Abschnitt von der Musik fand ich immer wirklich, dass es wie so ein Geier klingt, der in der Savanne gerade am Rumhupse ist und noch Nahrung sucht. Deswegen habe ich das früher immer als der Geier-Abschnitt bezeichnet von dem Soundtrack. Von dem Track. Ach ja, das sind so Sachen, die bleiben ja ewig im Kopf, muss ich sagen. Wenn man das Spiel früher gespielt hat, oder wenn man generell ein Spiel früher gespielt hat, du kommst jetzt wieder. Ihr kennt mal nicht sagen, dass es nicht klingt, als würde ein Geier gerade in der Savanne noch Nahrung suchen. Ja, auf jeden Fall, es ist ja auch immer so, man hat da früher natürlich so Assoziationen gehabt mit dem Ganzen und man hat sogar seine ganz private Gedanken gehabt, wie ich jetzt mit dem Geier-Abschnitt hier und das sind so Sachen, die fallen ihm auch dann Jahre später wieder ein, wenn man das Spiel wieder spielt oder wenn man den Track hört. Das sind erstaunliche Phänomene von unserer menschlichen Psyche, wie ich finde. Nee, komm schon her. Du dappischer Bussard. So,
Oder was auch immer du für ein Dämonenvogel bist. Hey, hör auf, hör auf. Komm her, du Vogel, du hässlicher. Du, dappisches Vieh. Explodiert doch auch standesgemäß, wie das die Gegner hier machen. Aber schwimmen können wir jetzt glücklicherweise. Ach, ich will nur jeden Gegner mitnehmen. Wir sind tatsächlich das erste Mal über 1000 Taler gelandet. Wenn das auch nichts ist, dann weiß ich ja... Geoblaster löst ein Beben aus. Arg ist paralysiert. So. Ich habe doch als Kind immer früher Ghetto-Blaster gelesen. Aber das sind dann immer nur so wenige Gegner, wo dann wirklich ihre Beschreibung dabei steht, wo man dann auch den Namen lesen kann von den Viecher. Das ist etwas schade. Ich wüsste halt sehr gern auch, wie andere Gegner so heißen. Moment, ich irre jetzt mal wieder hier rum. Das ist auch noch... Ah ja, da komme ich erst später entlang, weil wir finden in jedem Dungeon auch nochmal so einen Special-Gegenstand, ähnlich wie bei Zelda. Und wir kommen hier nur mit dem Master-Gegenstand weiter. Zack. Ich glaube, jetzt wird es erst einmal Zeit, dass ich mal Knöllchen reinpfeife. Und zwar gleich mal so Wunderknolle reinpetze. Ich hasse es, wenn ich nur so einen Teil von meiner Gesundheit regeneriere. Ich muss immer gleich wieder auf vollem Stand sein. Ich könnte mir jetzt keine Heilknolle reinzwitschern und dann nur bei 56 oder was zu sein. Boah, nee, da wäre ich fuchsig bei sowas. So hat wieder jeder seine ganz eigene Macke bei dem Spiel oder beim Spiele generell. Okay, das mag ich jetzt auf jeden Fall noch machen. Und dann nochmal reingeiern. Da können wir nur springen, um dem Erdbeben zu entgehen. So. Du Säckel, Golem, Mistkerl. Gehen wir hier runter nochmal. Das ist auch so eine Eigenart von mir, dass ich mit dem Funkepflug jedes Mal die Treppe runterstürze oder die Eingänge, weil ich die Animation sehr mag. So, jetzt kommt noch was. Der Felsbrock erwacht zum Leben und zwar zweimal so kotzhässliche Golems. Aber die sind auch sehr schnell Geschichte. Und jetzt kommt noch Arg erhält Granitspeer. So. Jetzt haben wir den Granitspeer. Weißt wie ich meine? Das ist auch überhaupt nicht schwer, das Ding. Jetzt kommt da so ein hässlicher dunkelgrauer Fels. Der lässt sich nicht schieven. Der lässt sich nicht angreifen, klingt aber komisch. Und wer Zelda spielt, der weiß, Sachen, die komisch klingen, die lassen sich mit was kaputt machen. Und wir haben doch zufälligerweise sowas kriegt, was unsere Stärke nochmal um 2 erhöht. Und das heißt, zerschmettert auch massive Felsen beim Granitspeer. Na alla, probieren wir es doch gleich mal. Ausgerüstet. Und wir sehen jetzt, dass die Animation grau ist. Und, wer hätte es gedacht, das Ding ist kaputt. Aber nicht nur das ist der Vorteil vom Granitspeer, sondern auch massive Felsen haben wir hier auch in Gegnerform. Ups. Und wir haben dem Geoblaster jetzt auch schon mal gleich 250 bzw. 240 abgezogen. Und dem Vieh ziehen wir plötzlich auch jede Menge mehr ab. Und erreichen nochmal Level 11. KP steigt um 9, Stärke um 2, Abwehr um 1 und Glück um 1. Geil. An den ich nämlich sage, ihr liebe Leute, ich mache an der Stelle hier einen Cut und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Terranigma auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen, Ayan Yankee.